Okay, sind wir parat? Ja? Stehe ich gut? Wie ist meine Schminke? Mach mal für mich. Toni, komm her, wir fangen jetzt an. Okay. 1, 2, 3. Ich stehe hier an der Bahnhofstraße in Zürich und neben mir steht der Toni Romano, oder auch besser bekannt als der Maroni-Toni. So, Toni, du hast als einfacher Maroni-Verkäufer angefangen, aber mittlerweile bist du sogar über die Schweiz hinaus bekannt. Wie ist das passiert? Ja, hallo, ist der Ton. Ja, also, ich bin der Toni und bin seit einem Jahr hier an der Bahnhofstraße in der Surrigo mit dem Mini Maroni stand. Und ich muss schon sagen, in der Anfang war recht hart. Habe ich viel arbeiten, fast keine Batzen reingekommen, gell? Habe ich fast eine Ruin gewesen, bankrott machen. Aber ich habe festgegeben an meine Traum, die ich immer hatte. Oder habe ich einfach nicht aufgegeben und ganz hart gekämpft, gell? Und irgendwann hatte ich noch eine kleine Idee gehabt. Das hört sich aber spannend an. Was war denn das für eine Idee? Also ist eigentlich die Idee von der Mia Molly, von der meiner Frau gewesen, weil er hat gesagt, du musst halt deine Produktpalette grösser machen. Und dann habe ich gesagt, gut, machen wir etwas Neues, nämlich den Kaffee mit Maroni. Allora haben wir den feinen sizilianischen Kaffeebohnen mit dem Maroni, gell? Also, wenn ich auch etwas sagen darf, das ist wirklich der Hit. Ich habe vorhin einen probieren und das ist echt ein Traum. Andrea, du bist hier für eine Schminke zuständig. Du hast nichts von der Kamera verloren. Ab, weg! Das ist super. Am Morgen kommen schon die Leute und stehen sogar Schlange vor dem Maroni-Stand, nur um den beliebten Maroni-Kaffee zu trinken. Aber auch um die Mittagszeit kommen einige Leute hierher. Was hast denn du da für sie im Petto? Sie, weil haben wir entwickelt, das andere Produkt noch, nämlich der Suppe to go, also für den Mitnehmen. Da ist da rein und dann haben wir so den Becher für das Recycling, kannst kompostieren, oder? Und da ist der Suppe fein mit dem Maroni, so, tust du den Deckel aufmachen und dann hast du feine Suppe to go. Das hört sich aber lecker an. Mit diesen 2 Produkten hat es der Toni geschafft, eine ganze Kette von Maroni-Ständen hier in der Schweiz aufzubauen. Aber dieser Stand hier in Zürich betreibt der Toni gar nicht mehr, sondern der Herr Peter Oberhäusli. So, Herr Oberhäusli, wie sind Sie zu dem Stand gekommen? Ja, das war noch eine lustige Geschichte. Also im Herbst, am kühlen Herbstmorgen 2016, bin ich einfach da, es war etwa 8:30. Noch ein bisschen später, glaube ich, Viertel 10. Sie müssen sich ein bisschen kürzer fassen, sonst überschreitet unsere Sendezeit, ja? Entschuldigung, ja. Also, soll ich nochmal von vorne anfangen? Ich bin ein bisschen nervös, sorry, ich bin noch nie im Fernsehen. Oberhäusli, ignorieren Sie die Kamera davon, ja? Schauen Sie nur mich an, ja? Als wären wir nur zu zweit hier. Das macht mich auch nervös. So, Piero, jetzt reiss dich mal ein bisschen zusammen. Du einfach erzählen, wie haben wir 2 uns kennengelernt und wie habe ich dir den schönen Stand hier übergeben. Capito? Okay, Capito. Also, ich war damals noch Strassenwischer und dann habe ich die Bahnhofstrasse zugeteilt bekommen, die eigentlich nicht so beliebt ist bei Strassenwischern. So breit und so viele Leute und immer so beträgt Stände. Und dann habe ich Toni kennengelernt halt, und ich habe Toni also nicht so lange Zeit gegeben, so wie die anderen, einen Monat, 2 höchstens. Aber der Toni hat so einen Traum gehabt und hat mir gesagt sogar, weißt, wenn du mitmachst und mir hilfst, dann stehst du vielleicht irgendwann mal hinter dem Stand. So ist es auch gekommen. Und das haben Sie mir geglaubt? Nein. Aber ich habe mir schon ein bisschen geholfen. Ich habe gedacht, das kann ich machen, ein bisschen helfen. Und er hat nicht losgelassen und ist dran geblieben. Und jetzt hat er so einen Traum verwirklicht mit dem Stand und so viel mehr. Und ich darf da hinter dem Stand jetzt Maroni verkaufen. Das ist aber eine schöne Geschichte. Ja, Toni, ist dein Traum jetzt in Erfüllung gegangen oder träumst du noch weiter?
Sie, der Wunsch, ja. Aber weißt du, der Träumen muss immer in der Leben. Aber ich habe schon große Freude in der Erzeline, wenn ich sehe, dass ich so Menschen wie der Piero einen Job vermitteln und große Freude machen. Und weißt, ich habe auch noch neue Projekte jetzt am Laufen. Per esempio haben wir mit der Heilsarmee ein Projekt machen und wir liefern die Suppe liefern für die armen Menschen, für den Suppencookie, für den gratis abgeben. Und ja, ich habe einfach Freude, wenn ich etwas weitergebe von dem, was mir auch gut gelungen ist in der Leben. Vielen Dank, Toni. Du bist sogar so bekannt, dass es ein Lied von dir gibt von einem Schweizer Interpreten. Und das wollen wir jetzt für dich singen. Nastasia aus Zürich von Schwarzwald TV. Maroni, 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 die kaufen wir immer beim Toni. Er schneidet einen Schlitz. Jawohl, wenn sich Träume Wirklichkeit werden, vielleicht nicht genau so, wie man es gedacht hat, aber doch so, wie man es erahnt hat, was aus dem Leben heraus kann wachsen. Wo das Town Village die Weg war, ist es ein bisschen traurig, weil es war nur ein Livestream war. Es stehen 2000 Leute, oder? Aber dann haben mich viele gefragt, du bist jetzt glücklich irgendwie und dein Traum ist erfüllt. Und voran und nachher, wenn Leute uns besuchen kommen und haben mich gesehen, sie sagen, du, jetzt bist du sicher mega glücklich und so. Und ich habe gesagt, ihnen zu lieb, ja. Und dann haben sie mich komisch angeschaut. Ich habe gesagt, weisst, ich habe es in jedem Interview gesagt, zuerst muss das Leben dann stimmen, oder? Also das Leben, nicht Gebäude. Und wie nach Neujahr habe ich dann an der Rezeption ein paar Einsätze gemacht, ehrenamtliche, und habe dann den Leuten geschrieben, sie können mit mir reden kommen, ich sage der Rezeption. Und ich habe so viel gehört, was jetzt entstanden ist in dem Town Village, an Nachbarschaftshilfe, an Gemeinschaft und so weiter. Und dann habe ich gewusst, jetzt ist der Traum erfüllt. Dann, wenn das Leben da ist, aber nicht Gebäude. Und manchmal geht es halt wie bei mir auch über 30 Jahre. Jetzt dürfen wir noch unser Handy nehmen, heute ausnahmsweise. Wir brauchen es dann mal noch, aber ihr dürft es auch trotzdem abstellen. Also das heisst, lautlos stellen. Gut. Auch die Hause natürlich könnt ihr das Handy auf den Sofa legen oder lautlos stellen auf die Liegestuhl. Passt auf die Sonnencreme, bisschen gut. Jawohl. Willkommen zum letzten Teil unserer Serie Drehmoment unter dem Titel Kornspeicher. Was um Himmels Willen haben riesige Kornspeicher von einem Karrieresklav vor 3700 Jahren mit ihm und meinem Leben zu tun. Das finden wir raus, dem gehen wir auf die Spur heute Morgen. An 3 Sündig haben wir in Winterthur, da in all unseren Gemeinden, ein bewegtes Stück vom Leben von Josef durchlaufen. Er hat angefangen mit 13 etwa, mit seinen speziellen 2 Träumen. Und wir gelangen heute an, wo er 30 ist. Das heisst 13 Jahre. Und meistens hat Josef brutal unten durch in diesen 13 Jahren. 13 Jahre von der Zubereitung. Aber Josef kann noch gut lachen. Es hat andere gegeben. Mose, der hat 2-mal 40 Jahre gehabt von der Zubereitung. Ein bisschen länger. In meinem Leben habe ich das auch erlebt. Nicht, dass ich mich jetzt mit einem Josef oder einem Mose vergleichen will. Aber trotzdem, für das, was Gott in mein Leben eingelegt hat, ob es kleinere oder grössere Sachen sind, bis es zur Wahrheit durchgedrungen sind, hat es viele Jahre von der Zubereitung gegeben. Ich sage dem auch vom geschliffen werden von Gott. Weil Gott möchte ja, dass in allen unserem Leben, Galater 5,22, die geistlichen Früchte wachsen. Egal, ob ganz kleine Träume, ganz grosse Träume, spielt keine Rolle. Und das ist die Zeit der Zubereitung.
Und vielleicht bist du in so einer Zeit von Zubereitung, dann sage ich dir, beste Gesellschaft. Mit dem Josef, mit dem Mose, mit mir und vielen anderen. Halt die Zeit aus. Mach nicht falsche Wege, du keine falsche Weichen stellen. Es lohnt sich sehr. Gerade Leute in der Midlife-Crisis, Abänderungsjahren, was auch immer, hey, es lohnt sich, da durchzugehen. Es sind auch Zubereitungsphasen auf einen reiferen Abschnitt vom Leben. Der Josef ist zum zweithöchsten Mann in Ägypten aufgestiegen. Und was hat er gemacht als zweithöchster Mann? Dolce far niente, wie auch immer die Regenten das gemacht haben. Nein, der Josef hat etwas anderes gemacht. Wer Geschichte kennt, der weiss, er hat gearbeitet. 1. Mose 41, Vers 46. Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging vom Pharao weg und zog durch ganz Ägypten. Und das Land trug in den 7 reichen Jahren die Fülle. Und er sammelte alles Getreide der 7 Jahre, das in Ägypten war, und Getreide auf dem Feld rings um jede Stadt wuchs, das tat er hinein. So schüttete Josef das Getreide auf, über die Maßen viel, wie Sand am Meer, sodass er aufhörte, es zu zählen, denn man konnte das Getreide nicht zählen. Also, er hat es gesammelt in Kornspeicher oder im Maroni-Keller. Josef hat also Kornspeicher stellen lassen und hat 7 Jahre lang gesammelt. Jetzt müssen wir wissen, dass in der Bibel 7, das ist eine ganz besondere Zahl. Das ist nicht abgeschlossen, das ist einfach die Vollzahl. Ob das 7 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre waren, das wissen wir nicht. Aber es heisst ja auch, wie viel Mal soll man vergeben. Immer wieder kommt die 7 Tage, oder die 7 Tage von der Woche und so weiter. In der Bibel hat 7 Tage, ist das Bild für das Vollkommen. Was hat das mit uns zu tun? In allen unserem Leben. Alle unser Leben. In deinem und meinem Leben gibt es so Kornspeicher. Kornspeicher, wo wir das eingelagert haben, was uns Gott geschenkt hat und was in unserer Lebensgeschichte alles zusammengekommen ist. Einerseits lagert in den Kornspeicher der Reichtum von Lebenserfahrungen. Der Reichtum von Lebenserfahrungen. Bei den einen ein bisschen mehr, bei den anderen ein bisschen weniger. Aber bei keinem von uns hat es nichts drin. Dazu gehört das Durchleben von Tiefen. Das Durchleben von Höhen, Erleben von Erfolg. Durchleben von Sorgen. Verlust. Das Durchleben von Brüchen. Vielleicht Wiederherstellung. Das Durchleben, das Erleiden von Krankheiten. Es ist aber auch unsere Erfahrungen als Mütter, Väter, Ehepaar ohne Kind oder Single. All das sind so Lebenserfahrungen, die in unserem Kornspeicher lagern. Mein aktuelles eigenes Beispiel. Vor 17 Jahren habe ich angefangen mit Aufzeichnungen über mein Leben. Und zuerst so ein bisschen rudimentäre Aufzeichnungen und dann seit 8 Jahren führe ich Tagebücher. Jetzt haben meine Frau und ich Anfangsjahr mit dem Change, den wir jetzt haben, in den Aufgaben eine 5-wöchige Auszeit gemacht. 4 Wochen in Portugal, dann eine Woche in der Quarantäne. Das war auch Zeit, schön für uns. Haben wir eine Stunde gut, dass das funktioniert. Also 5 Wochen voneinander oben hocken. Im Lockdown auch in Portugal kannst du dann schon auf die Nerven gehen. Was habe ich gemacht in dieser Zeit unter vielen anderen? Ich habe all meine Aufzeichnungen gelesen. Aber ich habe es nicht fertig gebracht, das in einem Tag zu lesen. A, war es relativ viel und B, hat es mich oft gestresst und genervt.
Irgendwie hat es etwas gemacht mit mir, wenn ich zurückgeschaut habe in meinem Leben. Als ich fertig war mit Lesen, habe ich nochmal eine kleinere Zusammenfassung gemacht. Und unter vielem anderem, was ich entdeckt habe in diesen Jahren, auch unter schwierigen Sachen, ist in mir eine tiefe Dankbarkeit aufgekommen. Wisst ihr warum? Weil ich habe in meinem Tagebuch oft geschrieben, wie ich am Rand von meiner Kräfte bin. Wie ich nicht mehr will und nicht mehr mag und überhaupt. Wie manchmal ich drauf und dran war, den Battle anzuknallen. Wie manchmal ich drauf und dran war, zu flüchten. Wie manchmal ich drauf und dran war, irgendeinen Scheiß zu bauen. Die weichen falsch stellen. Und die Dankbarkeit, die mir aufgekommen ist, in dem allem war, dass ich das nie gemacht habe. Dass ich mich immer an dem Wort Gottes festgebunden habe und mich geweigert habe, mir verboten habe, zu flüchten. Das ist auch ein Geschenk von Gott, versteht ihr? Aber es hat auch mich gebraucht da drinnen. Und hat mir eine tiefe Dankbarkeit gegeben. Und ich habe gedacht, das ist jetzt auch so ein Stück Korn, wo ich in meinem, oder ein paar Hämpfel Korn, unter anderem, die ich in meinem Kornspeicher habe. Und ich euch heute Morgen weitergeben kann, wo ich aber ein persönliches Gespräch weitergeben kann und sagen, es lohnt sich. Eine Dankbarkeit, dass ich heute vor dem Spiegel stehen kann und mir in die Augen schauen kann. Dass ich meiner Frau in die Augen schauen kann. Dass meine Töchter in die Augen schauen kann. Meinen Enkel und jedem von euch. Eine Dankbarkeit, dass ich nicht vergrabene, stinkende Hunde habe, wo ich nie weiss, ob irgendetwas dann noch vorkommt. Oder wenn ich in den Spiegel schaue, die Hunde sehe und traurig muss werden darüber. Eine tiefe Dankbarkeit. Und das ist etwas im Lebenserfahrungskornspeicher euch weiterzugeben. Ihr habt ja am letzten Sonntag die Predigt gehabt, die Versuchung von Josef. Ich war so oft versucht. Ich war so oft an dem Rang. Und Menschen, die viel arbeiten und noch mehr arbeiten, wie ich, gearbeitet haben. Ich bin jetzt pensioniert. Aber versteht ihr? Dann steht man manchmal so nah dran. Freunde, es lohnt sich. Mein Kornspeicher sagt euch, es lohnt sich. Also, das eine, wo wir einen Kornspeicher haben, das ist die Lebenserfahrungen. Dann im Kornspeicher kann sein eine intakte Ehe, intakte, fröhliche Familie, die kann zum Kornspeicher werden für andere, die das nicht haben. Oder ein erfülltes Single-Leben, das zum Kornspeicher werden kann. Weitere Kornspeicher können sein Wissen und Fertigkeiten. Ich meine, versteht ihr, ich und einen Dübel einschlagen, also einbohren, da die Hand, man kann die Wand anbohren, oder? Und da ich wieder mal zügeln vielleicht dann mal, oder? Mache ich das nicht mehr, oder? Weil da hat es so Bretschgen, wenn ich das mache, oder? Also meine Fertigkeiten mit den Händen sind unter Null. Aber ich weiss, 2 Leute, die haben einen Kornspeicher. Und denen kann ich anrufen und sagen, du, los, ich habe das Problem. Meine Frau und ich haben jetzt versucht, einen neuen Grill, den wir gekauft haben, den anderen durchgerostet, zusammenzustellen. Wir sind schon ein bisschen gestrandet dabei und haben eine von diesen Telefonnummern gehabt. Wissen und Fertigkeiten, Handwerk, Führungserfahrung, Musik, Kunst und vieles mehr. Dann so ein Kornspeicher kann auch drin sein, Finanzen oder Zeit. Jetzt haben ja ziemlich viele Leute von uns Zeit zu Abend, oder? Ist noch spannend, wie schnell du mit den Leuten abmachen kannst. Das ist einfach sitzige Beruf und die Leute haben einfach Zeit. Also, wenn sie wollen, haben sie Zeit. Auch das kann ein Kornspeicher sein. Oder in all dem, was ich gesagt habe, kann ein Kornspeicher sein, deine Glaubenserfahrungen. Da ist mein Vater hat so einen Kornspeicher gehabt. Seine Glaubenserfahrungen oder seine Lebenserfahrungen sind sehr ambivalent gewesen.
sind nicht einfaches Leben gewesen, nicht ein geradliniges Leben. Aber sein Kampf um den Glauben, sein Ringen immer wieder um den Glauben. Und in dem Ringen, wie er alt geworden ist und geendet ist, das war für mich immer wieder ein riesen Kornspeicher gewesen, als Sohn von meinem Vater. Meine Behauptung von mir ist, in jedem von unserem Leben, in jedem ist so Korn im Speicher drin eingelagert. Und jetzt kommt euer Handy dazu. Meine Frage an dich ist, was lagert in deinem Kornspeicher? Ob daheim, im Fernseher oder so, hast du so einen QR-Code. Auch da vorne kommt einer. Und jetzt kannst du einfach deine Kamera auftun, wie ich das auch mache, und dann auf den QR-Code richten. Dann geht das Fenster auf und du kannst da hineinschreiben, was dann in deinem Kornspeicher alles lagert. Hast du es? Ja. Gut. Lass mich nicht im Stich. Mich interessiert, es ist ein Teil der Predigt, ein Teil der gegenseitigen Ermutigung. Mal schauen, was da kommt. Was lagert in deinem Kornspeicher? Noch nichts, hä? Kann man noch nicht reinschreiben, es braucht ein Moment. Hä? Also ich muss so ehrlich gestehen, in Winterthur hat es 3-mal funktioniert und als ich am letzten Sonntag die Predigt hatte, hat es nicht funktioniert. Es könnte also sein, dass es an der Predigt hängt. Es könnte ja sein, dass die Predigt so saugut ist, dass ihr euch konzentrieren solltet, was ich euch auch heute Morgen erzähle. Aber mal schauen, vielleicht kommt da gleich noch etwas. Ich habe es nämlich mit meinem Handy probiert, sonst ist auch nicht gegangen. Oh, jetzt müssen wir noch mal fotografieren. Früher hat man mir gesagt, wenn die Technik einmal nicht funktioniert hat, ja, dann lass es doch sein, ist ein neumütiges Zeug. Das machen wir nicht. Joni, du sagst mir, wenn nichts kommt. Machen wir weiter, ja, das ist noch schwierig. Also, aber ihr habt mindestens darüber nachdenken, die und da im Saal, was in eurem Kornspeicher alles lagert. Was hat jetzt Josef gemacht mit dem, was im Kornspeicher war nach 7 Jahren? Ich sage es euch. Er hat seine 4- oder 6-spännige Kutschen angespannt und ist jeden Tag rundherum geritten um all seine Kornspeicher, hat sich gefreut, hat sich auf seine Schulter geklopft und gesagt, yes, alles vollbracht. Für die die Bibel kennen, wissen, er hat etwas anderes gemacht. Das gleiche Kapitel voran, 1. Mose 41, 56 bis 57. Als nun im ganzen Land Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern Korn, denn die Hungersnot wurde je länger, je grösser in Ägypten. Er ist also im Maroni-Keller oben, hat die Maroni aufgeholt und hat den Maroni-Stand aufgestellt. Und aufgetan. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen, denn die Hungersnot war groß in allen Ländern. Alle Welt kam. Er hat also seine Kornspeicher aufgetan. Ich habe gesagt, wir alle haben so Kornspeicher. Und ich ermutige jedes von euch, der da ist, seine Kornspeicher aufzutun. Was machst du mit allem, was du eingelagert hast? Wenn du es behaltest, dann sage ich dem Food Waste. Das ist heute eine ganz schwierige Sache, gell? Wir wollen jetzt ja die Lebensmittelgeschäfte per Gesetz anfangen zu zwingen dazu, dass wir sie weitergeben. So weit sind wir als Christen noch nicht. Aber trotzdem, wenn wir das Korn, das wir eingelagert haben,
wir nicht weitergeben, dann ist es Verschwendung oder eben Food Waste. Verschwendung von Brot, weil ich andere bräuchte. Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen, um sich und mit ihm alles, was er im Himmel erlebt hat, was er vom Vater gehört hat, da auf dieser Erde zu verschenken. Seine Kornspeicher speerangelweit aufzutun und alles zu geben. Er hat nichts zurückgehalten von seinem Kornspeicher. Er hat viel mehr gegeben, als du und ich müssen. Er hat nämlich auch noch sein Leben gegeben, damit er den Kornspeicher von der Vergebung und vom ewigen Leben aufgeht. Und jetzt steht Jesus dort eines Tages und sagt, ich bin das Brot vom Leben. Was haben die Juden gehört, die ja Bücher Mose sehr gut kennt haben und Propheten auch? Wo Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Sie haben erstens gehört, der sagt, er sei der Josef. Der vergleicht sich mit dem Josef. Was meint er eigentlich? Der hat den Kornspeicher gehabt. Jetzt meint er, ich bin auch das Brot vom Leben. Die einen haben als Manna gedacht, die Wüste. Und haben gedacht, jetzt sagt er das Brot vom Himmel. Nein, aber das geht doch nicht. Und andere haben vermutlich an Propheten gedacht. An den Prophet, der gerufen hat, kommt und nehmt Brot umsonst. Warum zahlen die Geld für Brot, das doch nicht nährt? Kommt umsonst. Und sie haben gemerkt, dass Jesus sagt, das geht mich an. Das ist die Erfüllung von dem Prophetenwort. Also wenn Jesus gesagt hat, ich bin das Brot vom Leben, so ist das in der Linie der biblischen Vorbilder, von der Typus, Christus-Typus, der Erfüllung gewesen. Und so wie Christus Jesus seine Kornspeicher geöffnet hat, möchte ich dich ermutigen, dass das, was du gesammelt hast in deinem Leben, an Brot für andere weitergibst. Was könnte dich daran hindern? Was sind die Hinderungsgründe? Was sind die Roadblocks da drin? Das eine sind Minderwert. Eine ganze Reihe von Menschen denken, sie hätten nichts eingelagert. Und ich stehe da und behaupte das Gegenteil. Die einen Minderwert denken, ja, was ich habe, das ist gewöhnlich. Das ist für niemand, das braucht niemand. Ich habe vor einem Sonntag, als ich in der Parkarena über das predigt habe, habe ich ein paar Leute angeschaut. Und machen wir am Schluss. Dann kannst du es noch lassen, wir machen es am Schluss, sonst bin ich immer unterbrochen. Ich habe ein paar Leute angeschaut, weil es gerade hell war bei uns in der Parkarena. Ich habe ein paar Leute gesehen, die ich gewusst habe, die sind so tief in der Minderwertigkeit drin. Sie haben auch ein schwieriges Leben hinter sich. Und ich habe ihnen zugerufen, bei 50 Leuten ist es noch relativ einfach, wenn du 49 kennst. Ich habe ihnen zugerufen und gesagt, auch aus deinem Leben hat es Kornspeicher. Bleib nicht bei der Minderwertigkeit. Hab nicht das Gefühl, andere brauchen das nicht. Meins ist zu wenig. Schon das meiste, was ich gelernt habe in meinem Leben, ist nicht von geistlichen, abgehobenen Megafischen gewesen, sondern oft habe ich gelernt auch von ganz einfachen Menschen. Minderwert. Nach der Predigt ist eine junge Frau gekommen, so jung ist sie nicht mehr, 30, das ist immer noch jung zu mir an. Ehemals Punkerin, ist viele Jahre bei uns im Small Group gewesen. Und ich sage, die habe ich auch gemeint, sagt sie. Ja, ich weiss schon, schau, meine Schwester ist da jetzt im Gottesdienst mit uns. Und die Schwester sagt, ja, meine Schwester ist ein Kornspeicher für mich. Ist nicht cool? Zweite Hinderungsgründe können sein mangelnde Gelegenheiten. Ja, aber ich habe doch keine Gelegenheit, oder? In den Small Groups, den Passion Groups haben wir Möglichkeiten, wenn ihr es richtig macht. Wenn nicht immer das Gleiche der Grosse ist, der alles weiss, und das andere immer das kleine Schäfchen.
In der Kirche haben wir Gelegenheit. Aber auch im Stegenhaus mit der Nachbarschaft. Und die eine Frau sagt, mein Baby brüllt immer, dann musst du nicht sagen, ja, ich habe es im Griff gehabt, oder? Aber verstehen Sie, wir haben so viele Gelegenheiten. Es gibt so viele Signale von Menschen. Der nächste Hinderungsgrund ist Geiz. Ganz simpel Geiz. Man ist geizig. Mit Geld, geizig mit Korn. Oder? Egoismus. Und das Letzte, das kehren wir ein bisschen um, das ist Dünkel und Genieren. Da geht es jetzt um die überkommen von anderen Kontenspeichern. Die einen haben einen Dünkel. Das ist ein altes Wort. Es Dünkel zu sein, dass sie es nicht nötig haben. Es Dünkel zu sein, dass andere keine Erfahrung haben. Dein Dünkel schneid dich ab von dem, was vielleicht dein Vater, deine Mutter vielleicht zuschöppert in dein Leben nie könnte geben von seinem Kontenspeicher. Und das Nächste ist noch Genieren, oder? Man geniert sich, jemandem anzuleuten. Jetzt kannst du doch nicht als Schweizer. Kannst jetzt doch nicht am Freddy anrufen und sagen, du Freddy, ich glaube, du hast Erfahrung in dem und dem, können wir mal zusammensitzen. Der hat ja sowieso genug, oder? Nein, das geht doch nicht. Dann denkt er, du kannst das nicht selber lösen oder überhaupt. Und jetzt habe ich mal den Lockdown, jetzt habe ich mal Zeit für meine Familie, jetzt kommt schon wieder eine oder eine, oder? Freunde, es sind so viele Roadblocks. Und sie berauben uns von dem Kornspeicher aufzutun und für andere. Ich habe dermassen Sehnsucht, dass ihr das macht. Gegenseitig. Dass man einander anrufen darf. Dass man einander fragen darf. Manchmal sind die Hemmungen da und denken, nein, ich sage gescheiter nichts, oder? Ich habe im Mann Early Bird Small Group, wo ich dabei bin, haben wir auch über die Predigt geredet. Und jemand hat etwas gesagt und ich habe gewusst, ich könnte ihm von meinem Kontenspeicher geben. Und ich habe ein Mail geschrieben und gesagt, komm schon mit deiner Frau zum Nachtessen nächste Woche. Und ich versuche, etwas von meinem Kornspeicher weiterzugeben. Nicht von oben herab, sondern einfach aus meiner Lebenserfahrung. Freunde, was wäre passiert, wenn Josef nicht aufgetan hätte? Es wäre vergammelt. Es wäre verkommen. Ich lade dich ein, Weg zu suchen, deine Kornspeicher zu öffnen. Denn die Hungersnot ist grösser, als du denkst. Und by the way, speziell ist, Kornspeicher öffnen macht dich auch glücklich. Und jetzt wollen wir schauen, ob wir etwas hier vorne haben, noch zum Schluss hinschauen. Jawohl! Barmherzigkeit, Dienen, Freunde, Familie. Handwerkliches Geschick. Wer war das? Ah, bei dem Livestream. Glauben. Wow. Technisches Verständnis, Humor. Potenziale Menschen, Lebenserfahrung. Ihr könnt es selber lesen. Selber gross genug. Fantastisch. All das ist vorhanden, Freunde. Kommen wir stehen auf, wir beten. Jesus Christus. Jesus, Jesus. Du bist auf die Welt gekommen, um deinen Kornspeicher, den Kornspeicher vom Vater im Himmel zu öffnen. Dass deine Beziehung zum Vater uns zeigt. Du hast Barmherzigkeit aufgetan. Du hast Liebe aufgetan. Du hast Treue aufgetan. Du hast Menschenkenntnis aufgetan. Du hast deine Weisheit aufgetan.
Du hast die Kornspeicher total geleert, indem du dein Leben gibst für uns. Ich bete, dass Menschen am Livestream oder innen verstehen, vielleicht das erste Mal, was es heisst, dass du das Brot vom Leben bist, Jesus. Und wir alle haben auch so Brot eingelagert. Herr, wir bringen dir das Brot, das Korn, das wir eingelagert haben, die Maroni, die wir im Keller haben. Das Maroni-Bild, wo andere Menschen, wenn wir es rausgehen, wo noch wärmt. Jesus, das sind Menschen, sie haben es auf die harte Tour müssen füllen. Aber sie haben einen Kornspeicher voll Trost. Menschen da, die Erfolg haben im Leben und können weitergeben, wie man umgehen kann mit Erfolg, dass es einem nicht letzt dabei. Dass der Erfolg nicht zu Bananenschalen wird. Es sind Menschen da mit Ehen, die blühen. Die können von dem erzählen, dass es sich lohnt. Es sind Menschen da, die Zerbruch haben in ihrem Leben. Jesus, wie viel Zerbruch ist doch rum? Aber auch davon reden können, wie du sie nicht im Zerbruch gelassen hast. Jesus, sind Menschen da, die Finanzen haben. Die Speicher können öffnen. Menschen, die Ehen aufgeben wollen und sie doch nicht aufgegeben haben und von Reife erzählen können. Jesus, ich danke dir für die Bilder in dem Ersten Testament. 3700 Jahre etwa seither. Und es hat immer noch mit unserem Leben zu tun. Und ich segne euch auch damit, dass Sachen, die ihr erahnt, die so im Leben hineinfließen können. Vielleicht Träume. Vielleicht auch zerbrochen scheinen. Nochmal zum Vorschein kommen. Nochmal zum Blühen kommen. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Vater im Himmel. Amen. Amen. Es gibt 3 Varianten, wie ihr Gebet fragen. Erstens, im Gang raus hat es Leute, die gerne hier im Foyer vor Ort für euch beten. Dann hat es, wenn ihr auf dem Livestream sind, bei den meisten einen Button unten, wo ihr schreiben könnt. Und dann könnt ihr zum Telefon greifen, die 3. Variante, und die Büronummern anrufen. Und in dem Büro hinein hat es jetzt Leute, die euch das Telefon entgegennehmen, wenn ihr persönlich von die Hause aus mit jemandem reden. Und wir haben auch noch Abendmahl an 3 verschiedenen Standorten hier innen. Und auch die Hause können das Abendmahl nehmen. Ich segne euch mit viel Freude und Ausblick und Gewunder, was ihr von anderen profitieren könnt, was ihr anderen weitergeben könnt. Amen.